Ein Theologe betet. Hat wahrscheinlich gut zugelassen in unserer Predigtserie und hat gefunden, jawohl, das probiere ich jetzt auch mal aus und jetzt fange ich mal an zu beten. Und so betet der Theologe und sagt zu Gott, gell Gott, bei dir ist 1 Sekunde wie 1000 Jahre. Worauf Gott antwortet und sagt, ja genau, so ist das, ja. Dann beleidigt der Theologe weiter und sagt, in dem Fall ist bei dir auch ein Rappen wie 1000 Millionen. Gott sagt, ja, so kann man es auch sagen, ja mal, das ist schon so, ja, ich habe die Ressourcen, genau. Dann überlegt der Theologe noch ein bisschen weiter und sagt, Gott, wie sieht es aus, kann ich in dem Fall einen Rappen von dir haben? Worauf Gott findet, klar, warte schnell eine Sekunde. Genau. Falls jetzt die Nachbar noch nicht gelacht hat, dann erklär es ihm doch schnell, wieso dass wir jetzt lachen müssen. Wir werden heute probieren, wie der Theologe das Wesen Gottes ein bisschen ergründen und wir werden wie der Theologe an unsere Grenzen kommen. Wir möchten nämlich heute die Frage von Gottes Allwissenheit und Gebet anschauen. Und weil wir gemerkt haben in der Vorbereitung, wo wir das miteinander bearbeitet haben, dass das einfach ein mega grosses Thema ist und dass das nicht nur eine theologisch-philosophische Anschauung werden, haben wir gefunden, hey, wir tun es 2 teilen. Ich mache den ersten Teil und nachher, nachdem dass ich meine Theorie erklärt habe, tut Sabrina Praxis erklären und geht dann mehr auf einen theologisch-pastoralen Aspekt von Gebet und Gottes Allwissenheit ein. Und so möchten wir gerade anfangen und ich muss auch noch sagen, ich kann dem Thema heute nicht gerecht werden. Das ist an höheren Fakultäten Semester-Thema, wo sie das Semester lang miteinander anschauen, was wir heute in 15 Minuten schon eine durchrasseln. Was sagt die Bibel, was beschreibt die Bibel, wenn es um Gottes Wissen geht? Und die Liste ist nicht abschließend, da gibt es ganz viel, was die Bibel sagt, was Gott weiß, aber es fängt auch mal an damit, dass Gott sich selber kennt. Er hat sich selber vollkommen erfasst und hat sich selber verstanden. Wünschten wir uns ja manchmal, dass das bei uns auch so wäre, dass wir uns voll würden selber verstehen, was genau passiert. Bei Gott ist das so. Er kennt sein eigenes Wesen durch und durch. Die Bibel sagt auch, dass Gott nicht vergisst. Nicht so wie du und ich. Mein Turnlehrer hat immer gesagt, Micha, wer es nicht im Kopf hat, hat sie dabei. Jetzt kannst du heute in den Turnsack holen, weil ich ihn wieder mal vergessen habe. Und vielleicht kennst du das auch. Gott vergisst nicht. Er weiß, was passiert ist. Er kennt auch das Ziel. Er weiß, wo das Universum hingeht. Er kennt das ultimative Ziel, das er hat mit der Weltgeschichte. Und er kennt auch den Tag, an dem Tag, wo das dann wird passieren. Er kennt den letzten Tag schon. Das lehrt die Bibel. Und er kennt auch deine und meine Gedanken. Er hat uns zutiefst ergründet und er versteht, was in uns drinnen abgeht. Das, was wir manchmal nicht einmal unseren nächsten Menschen zeigen wollen, hat Gott schon kennt und ergründet und versteht. Und er weiß, was du und ich für Gedanken haben. Und so haben wir all die Bibelversen genommen und haben einen Begriff kreiert. Und der Begriff ist Allwissenheit. Und ich habe euch eine Definition mitgebracht von Allwissenheit, die wir in der Theologie so landläufig brauchen. Allwissenheit beschreibt, Allwissenheit, auch Omniszenz, bezeichnet die Eigenschaft bzw. das Vermögen, alle überhaupt wissbaren Sachverhalte auch tatsächlich zu wissen. So haben wir einen absoluten Begriff kreiert und beschrieben, wie Gott genau ist, nämlich er ist allwissend. Und jetzt muss ich zu diesem Begriff ein paar Sachen, ein paar einordnende Fakten euch noch mitgeben. Der Begriff kommt so in der Bibel gar nicht vor. Die Bibel sagt nie, dass Gott allwissend ist. Und die Bibel beschreibt Gottes Allwissenheit oder Gottes Wissen auch nicht, so wie wir das in unserer westlichen Theologie gern beschreiben, als ein Absolut. Und das kreiert gleich darauf ab, nämlich ein paar Challenges. Wenn Gott allwissend ist und wenn das ein Absolut ist, dann muss das ja logisch aufgehen. Unsere Weltanschauung bedingt einen logischen Gedankengang. Und es bedingt und es bedarf, dass es keine Widersprüche gibt. Und das ist mit absoluten Begriff häufig mal noch ein Problem. Zum Beispiel, wie kann Gott allwissend sein und gleichzeitig unsere Schuld vergessen?
Das sagt die Bibel nämlich auch, dass Gott unsere Schuld vergisst. Ja, wie geht denn das? Er ist doch allwissend, dann kann er ja nicht vergessen, oder? Oder wie kann Gott seine Meinung ändern? Nach einer Diskussion mit dem Abraham ändert er seine Meinung. Nach einer Diskussion mit dem Mose ändert er seine Meinung. Nach Diskussionen mit Propheten in der Bibel und mit Königen ändert Gott seine Meinung. Wie geht denn das, wenn Gott allwissend ist? Das ist ein absoluter Begriff. Oder wie kann Gott Reue empfinden nach der Sintflut, wenn er allwissend ist? Und so merken wir, dass unsere Weltanschauung gleich mal an Limiten kommt. Und es ist mir jetzt wichtig, und das kann ich nicht weiter ausführen, dass das vor allem eine Frage oder ein Thema ist, wo unsere westliche Kultur damit sich auseinandersetzen muss. Weil andere Weltanschauungen haben gar nicht die Logik als erstes in ihrem Denken und ihrer Anschauung als ihre Weltanschauung zuvorderst vornehmen. Also sprich, die Autoren der Bibel, die nicht in der gleichen Kultur gross geworden sind wie du und ich, die haben die Widersprüche vielleicht schon erkannt, aber für die ist das nicht so eine Frage wie für uns das heutzutage eine Frage ist. Aber weil wir ja Teil sind von unserer Kultur, ich will ja nicht sagen, hört auf logisch denken, das könnt ihr kübeln. Nein, wir sind ja alles Kinder von unserer Kultur, wir müssen logisch denken. Und so haben wir mit dem Begriff Allwissenheit schon für ganz viele Jahrtausende logisch gedacht. Und wir haben Theologien aufgeschrieben, aufgearbeitet, wie wir können die Allwissenheit Gottes einordnen und verstehen. Und ich möchte euch heute Morgen einfach die zwei extremsten Theologien zu Gottes Allwissenheit kurz vorstellen. Das ist Calvinismus und offener Theismus. Die zwei Theologien haben eine ganz andere Anschauung, Betrachtungsweise von Gottes Allwissenheit. Und die haben nämlich auch die Vertreter von beiden Theologien haben miteinander eine Konferenz gemacht, was ich übrigens mega cool finde. Ich weiss nicht, wie lange genau das die gegangen ist, und haben das Thema das Hinterste und das Vorderste durchdiskutiert miteinander. Ich kann mir vorstellen, dass das ein oder andere hitzige Gespräch dabei war. Und sie haben nachher als Resultat miteinander eine Tabelle kreiert, wo Vertreter von beiden Sichten Statements zu Lehrmeinungen aufgeschrieben haben. Und das möchte ich mit euch heute Morgen einfach kurz durchgehen und schauen, was sagen denn die beiden Theologien zu verschiedenen Lehrmeinungen. Und wir fangen ganz einfach an, nämlich mit der Heiligen Schrift. Dort sind sie sich sehr einig. Der offene Theismus sagt, ja, die Bibel ist das unfehlbare, selbstoffenbarende Wort Gottes. Calvinisten haben es so formuliert, das sind übrigens die Formulierungen, die sie gewählt haben. Also das ist nicht, wie ich das probiert zu beschreiben, sondern sie haben das gewählt. Sie sagen, die Bibel ist das unfehlbare Wort Gottes. Dann kommt es zu Gottes Macht. Wie beschreiben die beiden Lehrmeinungen das? Und der offene Theismus sagt, Gottes Macht ist nur durch sein eigenes Wesen begrenzt und nicht durch äußere Kräfte. Wo Calvinismus sagt, Gott ist allmächtig. Da merkt man schon, okay, da gibt es einen kleinen Unterschied. Offene Theisten würden zum Beispiel sagen, dass nicht immer Gottes Wille auf Erde geschieht, aber dass Gott allmächtig ist. Und das passiert nur aufgrund von seiner eigenen Einschränkung. Nächstes Lehrthema, Gottes Souveränität. Dort merkt man gerade jetzt die Anschauung schon ein bisschen weiter auseinander. Der offene Theismus würde sagen, Gott herrscht über das Universum, aber er greift nicht deterministisch ein. Deterministisch ist das Wort, das ich vielleicht kurz erklären muss. Das bedeutet, dass alles nach einem vorbestimmten Muster abläuft. Also es gibt physikalischen Determinismus, der sagt, in der Welt gibt es Naturkräfte und entsprechend diesen Naturkräften wird das Universum müssen nach einem ganz klaren Schema ablaufen, weil das vorbestimmt ist. Theologischer Determinismus würde sagen, Gott hat die ganze Welt, so wie sie läuft, wie sie zu laufen hat, schon vorbestimmt. Sprich, dass ich heute Morgen genau zur Sekunde X das Wort sage, das ich jetzt sage, ist vorbestimmt gewesen und Gott hat das so wollen. Das ist etwas, was jetzt der offene Theismus ablehnen und sagen, nein, das ist nicht so, wie Gott regiert. Er ist allmächtig und er herrscht über das Universum, aber nicht deterministisch. Wohingegen der Calvinismus sagt, alles geschieht nach Gottes Willen, auch das Böse. Und dort ist der Knochen begraben. Genau bei dieser Frage nach dem Bösen. Und Calvinisten sagen, dass das Böse, was passiert heute in dieser Welt, nach Gottes Willen und Plan zu passieren hat. Gottes Vorherwissen, die nächste Frage, wie erklärt man das? Der offene Theismus sagt, Gott kennt die Vergangenheit und er kennt die Gegenwart vollständig, aber die Zukunft sind
offene Möglichkeiten. Von dort her kommt auch der Begriff offener Theismus, der sagt, die Zukunft ist grundsätzlich offen und Gott hat verschiedene Zukunftsszenarien. Das heisst nicht, dass der Tag X eben das Ziel vom Universum, dass das dann in Frage gestellt wäre, sondern Gott kennt schon, wie er dort herkommt. Aber es ist nicht jetzt schon klar, welchen Weg wir genau dorthin nehmen. Also es ist offen. Wohingegen der Calvinismus sagt, Gott kennt die Zukunft, weil er sie vorherbestimmt hat. Also es gibt keine verschiedenen Stränge, es gibt genau einen und auf dem sind wir unterwegs. Dann die nächste Frage ist der Sündenfall. Wie erklärt man jetzt dann den Sündenfall, oder? Der offene Theismus wird sagen, hey, Gottes Handeln wird durch menschliche Reaktion beeinflusst. Also, ausgedeutscht, was du und ich machen, das hat reale Implikationen, wie zum Beispiel der Sündenfall. Es hätte nicht müssen sein, dass der Sündenfall passiert. Wir hätten auch einfach im Gehorsam Gottes bleiben. Wohingegen der Calvinismus sagt, nein, Gott hat schon von Anfang an geplant. Und auch der Fall ist letztlich Plan oder Teil von Gottes ordnendem Willen. Sonst hätte Jesus ja gar nicht kommen können. Wie hätte dann Jesus schon vorbestimmt sein, um die Welt zu retten? Wäre die kalvinistische Position mit dieser Frage. Und jetzt kommen wir natürlich zum entscheidenden Punkt, nämlich zum freien Willen. Wie geht Gottes Allwissenheit mit unserem freien Willen überein? Der offene Theismus würde sagen, der Mensch hat echten freien Willen. Und Alternativen. Also es gibt eine Entscheidungsfreiheit. Was du und ich heute entscheiden, hat Auswirkungen auf morgen und auch auf den Plan Gottes. Wohingegen der Calvinist würde sagen, Freiheit bedeutet das zu tun, was man will, auch wenn der Wille schon vorher bestimmt ist. Und diese Theorie, die nennt man Kompatibilitismus. Und wie das logisch aufgeht, das kann ich euch auch nicht erklären. Weil für mich macht es keinen Sinn. Aber Calvinisten haben da einen Weg herausgefunden, um zu sagen, mal, das ist kompatibel. Darum heisst das ja Kompatibilitätstheorie, dass der freie Wille mit der Vorherbestimmung Gottes kompatibel ist. Aber auch dort, muss ich sagen, gibt es verschiedene kalvinistische Theorien und Theologien, die das verschieden würden beantworten. Und so kommen wir zu der Frage, okay, wir sehen, es gibt da verschiedene Herangehensweisen an die Allwissenheit Gottes. Wie tun dann ein offener Theist und ein Calvinist beten? Der offene Theist, der betet, weil es die Zukunft verändert. Weil was wir ja machen, hat tatsächlich einen Einfluss auf morgen. Unser Gebet bewirkt, dass der Plan Gottes anders wird. Wohingegen der Calvinist betet, weil Gott souverän ist. Weil Gott in Kontrolle ist. So, was Besseres kann man dann machen, als zu einem souveränen Kontrollen, zu einem Gott beten, der in Kontrolle ist. Und ein Calvinist betet, weil er vorher bestimmt ist zum Beten. Das ist entsprechend am Willen Gottes und seinem Plan für uns heute dran zum Beten. Das ist übrigens die Motivation, die der Calvin, nachdem die Theorie benannt ist, nachdem die Theologie benannt ist, das ist die Motivation von Calvin, um 2000 Kirchen zu gründen. Er hat gesagt, ich bin vorherbestimmt, um das zu machen. Und darum tue ich das jetzt auch. Es ist schlussendlich der Plan Gottes. Und darum betet offene Theisten und Calvinisten zum Gott. Und was das jetzt mit eurem Leben zu tun hat, dass das nicht nur Theorie ist, darum haben wir noch einen zweiten Teil von dieser Predigt, darf Sabrina weitergehen und eine pastorale Einordnung machen. Es ist sehr wichtig, dass wir auch die starken Theorien lernen, verstehen, wissen. Das hilft. Und manchmal vielleicht bist du doch da und sagst, was macht das aber mit mir? Was das heisst für mich, für mein persönliches Gebetsleben. Und da möchte ich dir ein paar ganz simpel, wo ich glaube, hast alles vielleicht ein- oder mehrmals im Leben gehört, als Erinnerung wiederbringen. Was sagt die Bibel, zum wieso wir beten sollten? Der Mich hat gesagt, Gott ist allwissend. In dem gibt es keine Frage. Gott ist souverän, er ist allwissend. Aber was heisst es für mich? Wenn Gott schon alles weiß, wieso sollte ich beten? Und wenn ich bete, dann was soll ich denn sagen? Er weiß es schon.
dann lasst uns ein bisschen in der Bibel schauen, wieso soll man beten und wie soll man beten. Der erste Punkt, den ich möchte euch geben, ist das. Gebet ist keine Information. Durch Gebet, wir können nichts neue Informationen an Gott hinfügen. Gott wird nicht schlauer durch unser Gebet. Er hat kein Aha-Moment durch unser Gebet. Er ist tatsächlich allwissend und wir können ihm nichts Neues geben. Das ist wahr. Aber Gebet ist nicht Informationen an Gott geben, sondern Beziehung mit Gott geniessen. An allererster Linie, Gebet ist Beziehung mit Gott, ist Kommunikation mit Gott, ist Zeit mit Gott, ist Nähe zu Gott sein. Und davon sehnt er sich. Er will mit uns in Gemeinschaft kommen. Er will mit uns unterwegs sein. Er will mit uns reden. Er hat uns geschaffen. Er ist unser Schöpfer. Er weiß alles. Er liebt uns und er ruft zum Nähe. Und diese Nähe ist möglich durch Gebet. Näht euch Gott und er wird sich euch nähen. Und Gott ist näher. Er ist da, er ist gegenwärtig an denen, die beten, die ihn rufen, die ihre Stimme erheben. Er macht sich sichtbar. Er kommt und er begegnet. Zweiter Grund, Jesus hat betet. Und er hat uns gelehrt und ermutigt zu beten. Jesus ist Gott und trotzdem hat er sich entschieden, täglich Zeit wegzunehmen von seinem Alltag, von seinem Jungen, von der ganzen Beschäftigung, was er im Alltag hat, sich zurücknehmen und mit Gott im Gespräch kommen. Er hat das gebraucht. Wie viel mehr? Du und ich, wir brauchen das. Und er hat sich entschieden, ich muss mit Gott reden. Ohne das funktioniere ich nicht. Und er lehrt und er sagt in Matthäus, euer Vater im Himmel weiß, was ihr braucht, doch bevor ihr ihn bittet. Spannend. Wenn ich das höre, für mich heisst, okay, er weiß. Bevor ihr sogar bittet, heisst, dann muss er nicht mehr beten. Nein. Er geht weiter im Vers 9 und sagt, und dann, fährt er weiter fort, darum solltet ihr so beten. Unser Vater, der im Himmel ist. Heilig sei dein Name. Und dann lehrt er das Gebet. Ja, Vater im Himmel weiß. Und doch solltest du beten. Im Lukas 18,1, Jesus wollte seinen Jungen zeigen, dass sie unbelästigt beten sollten, ohne sich entmutigen zu lassen. Habe ich das falsch gelesen? Unablässig. Unablässig, ja. Ich habe es aber gemerkt. Jesus lehrt. Und er ist unser Vorbild. Im Gebet. Dritte, Gebet bringt unseren Wille im Einklang mit Gottes Wille. Stell dir vor, du hast einen Kompass in deine Hand. Der Kompass funktioniert tiptop. Wenn ihn nicht stört, sehen wir, wo der Norden ist, wo der Süden ist. Aber wenn du einen Magnet nimmst und in die Nähe von der Kompass bringst, dann ziemlich schnell merkst du, die Nadeln, die zittern und die drehen sich überall und der Kompass wird orientierungslos. Manchmal unser innerer Kompass hat Magnet um sich herum. Unsere Wünsche, unsere Träume, unsere Sehnsuchten sind manchmal gut, im Klang mit Gottes Willen, kommen vielleicht auch von Gott. Und es gibt auch Zeiten, wo die Stimme der Welt so lauter ist als unsere Stimme, als Gottes Stimme. Wenn Ängste, Erwartungen, Zweifel uns bedrückt, dass wir nicht mehr wissen, wo der Norden ist. Gebet hilft uns, in Gottes Wille im Klang zu kommen. Gebet hilft uns zu wissen, okay Herr, wo soll ich jetzt durch? Hast du dich auch mal manchmal so gefunden, wo du sagst, hey, ich weiß es nicht, ob das wirklich Gottes Wille ist. Oder mein Sehnsucht, mein Wunsch. Wie sollte ich das besser wissen? Indem, dass ich im Gebet hineingehe. Und je mehr, dass ich in der Beziehung mit Gott wachse, je mehr, dass ich im Gebet unterwegs bin, desto besser kann ich Gottes Willen, Gottes Gedanken, schenkt er Weisheit. Und sind wir synchronisiert mit Gottes Herz. Und wer an Jesus glaubt, kann sich voll Zuversicht an Gott wenden, denn wenn wir ihn um etwas bitten, was seinem Willen entspricht, erhört er uns. Und das vierte, wo ihr habt alle auf das gewartet, ohne dass ihr wisst, ja, unser Gebet kann Gottes Meinung
ändern. Und wir können mit unserem Gebet Gottes Handlung ändern. Gott ändert, er hat sich entschieden, nicht weil er schwach ist, nicht weil er keine andere Wahl hat, sondern er hat sich entschieden und er sagt, eure Stimme zählt. Eure Entscheidung zählt. Eure Gebet zählt. Eure Fürbitte zählt. Das ist mir wichtig. So ich entscheide mich. Auch manchmal meine Meinungen ändern. Oder auch so handeln, nach dem, was du betet hast. Schau mal, Jesus sagt, bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. 2. Mose. Bevor ich in 2. Mose komme. Erstens, kurz. Jesus hat oft gebetet und Gott hat antwortet. Jesus hat für den Heiligen gebetet und Gott hat geheilt. Er hat für die Dämonen gebetet und Gott hat Dämonen austrieben. Er hat für Toten gebetet und Gott hat sie auferweckt. Wenn Jesus nicht gebetet hätte Gott immer noch gemacht. Es sind viele Kranke, gell? Ich glaube, die Kranken wären immer noch neben Schwimmbad am Warten, wenn der Engel kommt. Mögt ihr euch die Geschichte erinnern? Ich glaube, weil Jesus gebetet hat Gott reagiert. Und er hat antwortet. Er hat geheilt, er hat Dämonen austrieben, er hat Tote erweckt. Er hört unsere Gebet. Nicht nur das, sondern er ändert seine Meinung. Mögt ihr euch an die Story von Mose erinnern? Das Volk Israel, nachdem sie von Ägypten rauskommen, haben angefangen, sie haben Gott nicht erlebt, sind hässlich auf Gott, dann bauen ihre eigenen Götzen, einen Kalb vom Gold und fangen den Kalb anbeten. Denn Gott wird hässlich auf Volk Israel und er sagt, jetzt bringe ich alle um. That's it. Ich bin nicht mehr gnädig, ich muss sie umbringen. Mose, ein mega demütiger, liebender Vater, geht zu Gott und fängt mit an zu diskutieren. Ach, hör auf, nein, das kannst du jetzt nicht machen. Was jetzt all die Volk umbringen, was sagen die Ägypter denn? Dann lachen alle uns aus. Er hat uns einfach rausgebracht und uns alle umbringen. Nein, bitte mach es nicht. Und dann Gott ist in Diskussion, 2. Mose 32, bitte hör auf, so zornig zu sein und mach den Entschluss, deinem Volk etwas anzutun, wieder rückgängig. Die Diskussion geht ein bisschen willig. Und dann sagt Gott hörte zu. Und dann, da änderte der Herr seinen Entschluss und ließ das angedrohte Unheil nicht über sein Volk hereinbrechen. 2. Chroniker 7, 13-14 sagt, siehe, wenn ich den Himmel verschließe, dass es nicht regnet, und dann geht noch weiter, und dann mein Volk, über das mein Name genannt ist, sich demutigt, dass sie beten und mein Angesicht suchen und sich von ihren bösen Wegen bekehren, so will ich vom Himmel her hören und ihre Sünde vergeben und ihr Land heilen. Gott hat sich entschieden, er antwortet auf unsere Gebet. Wie Jakobus sagt, das Gebet des Gerechtes ist wirksam. Wenn wir nach Gottes Wille beten, suchen, in Fürbitte stehen, nicht aufgeben, sondern weiter kämpfen. Gott ist treu. Er ist treu zum Vergeben. Er ist treu zum Antworten. Und er ist gnädig. So ja, wir können. Und dann der letzte Punkt. Ich habe dir ein SMS geschickt, Ruben, du hast nicht gesehen. Ich kann spielen, ja. Merci. Er hat sein Handy da, habe ich gemerkt, ja. Er kann sein WhatsApp lesen. Genau. Das ist ein bisschen spontan. Das letzte, wichtigste Punkt. Gebet ist ein Ausdruck von unserer Abhängigkeit, von unserer Demut von Gott. Durch Gebet, wir kommen zu Gott und wir sagen das Folgendes. Ich weiß, du bist allwissend. Ich weiß, du bist souverän. Ich weiß, du hast die Welt in deinen Händen. Ich habe es nicht im Griff. Du hast es im Griff. Ich kann mich selber nicht retten. Ich bin nicht der allwissende Weise. Ich bin nicht ein Gott. Du bist Gott. Gebet ist Ausdruck, dass ich das Leben nicht im Griff, sondern er. Es ist ein Ausdruck, wo ich sage, ich brauche dich.
Ich kann es nicht. Ich kann nie. Ich brauche dich. Philipper 4 sagt uns, sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten im Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen, eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Erstens, die Bibel lehrt uns beten. Jesus lehrt uns beten. Nächste Folie. Gebet ändert tatsächlich Gottes Handlungen. Gott segnet uns, wie wir haben davon betet und bittet. Gebet bringt Frieden und Ruhe. Offenbart Gottes Wille schenkt Weisheit. Durch Gebet kann ich stehen und sagen, okay, nicht meine Wille, sondern deine. Durch Gebet kann ich stehen und sagen, hey, ich weiss nicht mehr, wo die Norde ist. Ich weiss nur, wo ich so zu gehen. Ich habe den inneren Kompass. Im Moment ist orientierungslos. Hilf mir. Gebet heisst, ich vertraue dir. Auch wenn es nicht gut kommt. Auch wenn ich nicht weiss. Deine Allwissenheit hilft mir zu wissen, dass ich Sachen nicht im Griff habe. Es hilft mir, mit Frieden unterwegs zu sein. Weil du alles weißt, kann ich loslassen. Weil du alles weißt, kann ich sicher sein. Mein Leben ist in deinen Händen. Gottes Allwissenheit ist nicht ein Grund, wieso wir nicht beten, sondern im Gegenteil, Gott ist allwissend. Desto darf ich mehr beten. Desto kann ich suchen, desto kann ich knopfen, desto kann ich fragen. Und er ist treu zum Antworten. Weil er allwissend ist, weil er souverän ist, weil er so groß und gut ist. Auch wenn ich nicht weiss, auch wenn ich nicht höre, auch wenn ich nicht will, Gebet ist nicht eine Option. Gebet verändert mein Leben, macht mich zu einer besseren Person. Bringt uns näher zu Gott. Das ist nicht eine Option. Wir sollten beten. Wir sollten eine Beziehung mit Gott leben. Ich weiss es nicht, was heute in Frage ist. Wir haben eine lange Zeit euch Zeit gegeben, eure Fragen uns zu schicken. Ich habe nicht so viele Fragen. Ich glaube, ihr wisst schon alles, sind selber gute Theologen oder haben sehr gute Predigten gehört und super. Dann möchte ich jetzt mit euch beten. Ich weiss, heute haben wir viel gebetet, im Lobpreis gemacht. Ich möchte dich fragen, wie geht es deinem inneren Kompass? Was zeigt heute dein innerer Kompass? Kannst du vertrauen, dass es auf den Norden zeigt? Oder spielen andere Stimmen, Wünsche, Sehnsuchten, Ängste, Druck, Stress gerade eine Rolle in deinem inneren Kompass? Vielleicht ist heute eine Zeit, nochmal Gott einladen, nochmal sagen, nicht meine Wille, sondern deine Wille geschehen. Herr, schenk Kraft, schenk Gnade. Einfach komm mit in die Gegenwart, ich brauche dich. Vielleicht heute ist eine Zeit, nochmal sagen, okay, ich demutige mich und ich lerne zu beten. Nochmal, Gebet ist nicht einfach leere Worte, Informationen, die wir an Gott weiter sagen können. Das braucht er nicht. Wir können simpel, einfach vor Gott gehen und sagen, du weißt schon alles. Ich brauche das. Oder ich will dich einfach loben und preisen, weil du gut bist. Amen. Easy. Lass uns beten. Es ist gut, dass du allwissender Gott bist. Es ist gut, dass du souveräner, mächtiger Gott bist. Und wir sind nicht. Und wie fest wir brauchen dich, Herr. Wie fest sind wir abhängig von dir, Herr. Weil du allwissend bist, weil du souverän bist, weil du allmächtig bist. Schenk Weisheit. Sei gnädig. Und wir wollen unser Herz umkehren, Buße tun. Da, wo wir falsch waren, mit falschen Gedanken, falschen Motiven. Wo wir ich-orientiert sind und nicht du,
Herr, wo wir uns vertraut haben, und nicht du, Jesus. Und durch Gebet, wo wir sagen, wir vertrauen dich und wir suchen deine Nähe. Wir lieben dich so sehr. Dein Wort ist Ja und Amen, dein Wille ist gut. Merci für das Geschenk. Merci, dass wir dürfen zu dir kommen im Gebet. Merci, dass wir dürfen dich Abba Vater nennen. Beziehung und Gemeinschaft mit dir geniessen. In Frieden, in Ruhe zu leben, die du vom Himmel schenkst. Wir loben und preisen dich. Wir ehren deinen Namen, weil du gut bist. Herrlich und heilig bist du. Amen.